sorry, mein Fuß schläft eben nie. Ja, ist ein Satz. Ja. Ja. Guten Morgen zusammen. So, heute gibt es keinen Daily Vlog. Und zwar haben wir gemerkt, dass das letzte kurze Video, das wir gemacht haben, eigentlich recht gut angekommen ist. Und wir haben gedacht, es wird ja mit der Zeit langweilig, wenn wir einfach euch jeden Tag zeigen im Vlog, wie wir hier am Arbeiten sind. Darum widmen wir uns jetzt in Zukunft öfters einmal einfach einem Thema, das uns gerade ein bisschen beschäftigt. Und heute machen wir den Anfang mit unserer Morgenroutine. Besser gesagt, wie wir sie uns vorstellen. Wir haben uns mal aufgeschrieben, wie unsere Morgenroutine aussehen sollte. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben es uns schon lange vorgenommen, eine Morgenroutine einzuführen, aber haben es einfach nie geschafft, die Sachen zu machen, die wir uns vorgenommen haben. Darum haben wir uns jetzt nochmal dran gesetzt und uns unsere Morgenroutine aufgeschrieben und heute möchten wir euch zeigen, wie die aussieht. Gute Morgenroutine, die fängt eigentlich schon am Abend vorher an. Und zwar indem man bei Zeiten ins Bett geht. Wir probieren jetzt um 10 Uhr oder allerspätestens um 11 Uhr die Lichter zu löschen und zu schlafen, so dass wir halt am Morgen, wenn der Wecker läutet, auch aus dem Bett kommen. Nach dem Aufstehen trinken wir als erstes ein Glas Wasser. Wichtig dabei ist, dass wir hier nicht aufs Handy oder aufs MacBook schauen, weil wir haben uns vorgenommen, immer am Morgen die erste Stunde voll offline zu sein. Weil wir wollen uns nicht schon am Morgen mit To-Dos oder mit Nachrichten oder News stressen lassen, sondern einfach uns auf uns konzentrieren. Nachdem wir unserem Körper mal ein bisschen Flüssigkeit zugeführt haben, gehen wir raus an die frische Luft und machen als erstes ein paar Dehnübungen. Und dabei ist wichtig, wir machen zwar die eine oder andere Yoga-Figur, aber es ist nicht irgendwie eine Yogastunde, sondern wir machen beide einfach gerade das, was wir darauf Lust haben und das, was uns gut tut. Nach dem Dehnen mache ich noch einen Satz Liegestütz, einfach so viel, wie ich gerade mag. Ja, im Moment bin ich bei etwa 30. Ich merke, dass ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Nach der Liegestütze geht es dann eigentlich auf direkten Weg im Pool. Im Pool schwimmen wir ein paar Längen rein, um uns einfach noch mal ein bisschen lockern und ein bisschen bewegen. Und nachher gehen wir duschen. Nach dem Duschen gehen wir wieder runter in die Küche und trinken nochmal ein Glas Wasser. Weil das ist mega wichtig, um morgen genug Wasser zu trinken. Oft ist es so, dass man das Gefühl hat, man ist müde. Dabei ist der Körper einfach dehydriert und braucht dringend Flüssigkeit. Ich mache nachher das Wasser parat für Kaffee und Tee. In der Zwischenzeit gehe ich raus und tue noch mal ein bisschen meinen Kopf lüften. Ich habe eine App, die heisst Headspace und die bietet eigentlich so ein bisschen einen Einsteigerkurs ins Meditieren. Ist jetzt aber nicht irgendwie mega spirituell, sondern es geht einfach ein bisschen darum, locker mit den Gedanken umzugehen und sich nicht irgendwie einen Stress machen über irgendwelche Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Im Anschluss trinkt der Flo seinen Tee und ich meinen Kaffee. Und ich lese dann ein bisschen, um einfach mich ein bisschen entspannen und die Ruhe geniessen. Und ich tue in der Zwischenzeit mein 5 Minuten Morgenjournal ausfüllen. Und das Morgenjournal, das ist eigentlich ganz einfach. Dort habe ich 4 Sachen, die ich mache. Zuerst mir 3 Sachen aufschreiben, wofür dass ich dankbar bin. Das können ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel der feine Tee, den ich heute Morgen bekommen habe. Oder über die Ruhe am Morgen früh. Wichtig ist dabei, dass es halt jeden Tag 3 andere Sachen sind. Also ich kann jetzt nicht einfach jeden Tag schreiben, ich bin dankbar, dass ich die Meli habe. Und dann als zweites schreibe ich mir 3 Sachen aufschreiben, wo ich mir denke, die den heutigen Tag zu einem guten Tag machen. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen wie heute, dass ich mit meiner Schwester telefoniere oder dass wir hoffentlich heute Abend schön den Sonnenuntergang geniessen können. Dann als drittes, das ist nochmal etwas, wo man sich probiert, ins Bewusstsein zu rufen, wie dass man selber eigentlich den Tag angehen will. Also es kann sein, dass man sagt, man wird heute besonders relaxed und entspannt sein oder man wird heute besonders produktiv sein. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich genug Wasser trinken soll, weil ich es eigentlich nie schaffe, genug Wasser zu trinken. Und dann als viertes schreibe ich mir so die wichtigsten To-Do für den Tag. Und ich mache dabei noch etwas Zusätzliches, und zwar wende ich das Prinzip von Eat the Frog an, also iss den Frosch. Und das heisst eigentlich nichts anderes, dass man sich aus diesen ganzen To-Dos, die man für den Tag hat, etwas rauspickt, das eigentlich so ein bisschen das Wichtigste ist an dem ganzen Tag. Und das macht man dann gerade als erstes, weil das Gute daran ist, sobald man das dann gemacht hat man das Schlimmste so hinter sich oder einfach das, was halt den ganzen Tag schon zu einem guten Tag machen. Und das können auch zum Beispiel Sachen sein wie eine Steuererklärung ausfüllen, also einfach Sachen, die man nicht von sich herschieben sollte. Und das probiere ich eigentlich dann immer als erstes zu machen. Nachdem ist endlich Zeit fürs Morgen und wir sind dann hoffentlich entspannt und bereit für den Tag, weil nachher arbeiten wir auch oder machen eine Aktivität, was halt auch immer ansteht an dem Tag.
Genau, jetzt würde es uns wundern, wie das bei euch aussieht. Habt ihr auch eine Morgenroutine oder sieht das jeden Tag ein bisschen anders aus? Und wenn ja, dann schreibt uns doch mal die ganzen Abläufe unten in die Kommentare. Das würde uns mega wundern. Vielleicht können wir ja noch selber auch etwas von diesen Sachen anwenden. Es bleibt jetzt nur noch eins. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Habt euch Sorge, macht's gut und bis morgen. Tschüss zusammen!